was a lie. Make your garden thrive. Heute Nachmittag. High five. Mich da auf die Terrasse vom Haus von mir zugeschnitten. Weil da muss alles mal raus, damit man die Mauer sauber sieht. Oder so fangen wir den heutigen Tag an. Nein, die heutige Woche, die heutige Video. Hey, schön bist du da. Jetzt mache ich mal da die Terrasse klar. Die ganze Mauer entlang habe ich so oben befreit und jetzt werde ich es von unten abziehen. Das ganze Gestrüpp muss weg und auf den Kompost. Down it broke. In a scat layer cake. Pile it up high. And just let it bake. Give it some air. But don't let it dry out. Every now and then, just fluff it about. Well, everything is always falling apart. Well, there's no need to let it break your heart. Don't just break it down. Breaking down. Microbes going to town. Getting their fix till it's all devoured. Broken down. Time to feed your plants. Spread it right out. And do a little dance. Well, everything is always falling apart. Might as well just give it all a brand new start and break it down. I say break it down. Come on, break it. Well, when the time is up, just break it down. Microbiome. Und so sieht es aus, wie es wieder aussehen. Ein frischer Stall. Ja. What have you done to me? So, da haben wir jetzt ein bisschen aufgefüllt und umgefüllt. Und ja, die Zeit gibt eine Terrasse. Aber in der Zwischenzeit ist es auch ein Schwamm. Und hier oben ist der Kompost. Als nächstes gibt es ein Gehege um den Kompost herum. Dann nächstes Material liegt dort neben dem Schaf. Und ja, Kompost. We're all entangled together. Nichts Schönes als einfach da stehen und mit den Eseln einfach ein bisschen sein. In one living community. Microbiome. Die Buben haben wieder Glöckchen an. Also das macht mir schon ein bisschen Freude. Aber was noch mehr Freude macht, ist Claudia ist auch da. Schau mal, habt ihr eigentlich schon gemerkt, dass bei der Claudia etwas anderes ist als sonst? Hä? Ja, was echt? Ja, was echt? Also wenn ihr merkt, was da anders ist bei der Claudia, könnt ihr es ja unten da Kommentar bitte. Ja, Kommentar bitte. Los! You're a key to my survival. From the deep dark of my insides to my ocean of saliva. Yeah. Oh, microorganisms all over my system. Also die Woche hat es bis jetzt nicht so viele Videos gegeben, Claudia. Weißt du, am Dienstag ist ja bis jetzt fast nur Musik gekommen, aber wir haben einen Haufen gemacht, der Fabio und ich.
Ich bin so viel drin am Studieren und wir sind jetzt dann dran, unsere Crowdfunding am lancieren, gell? Und darum war der Jodok auch da gewesen, weil wir haben so ein paar Dringlichkeiten, wie ihr da hinten seht. Das ist am Zusammenstürzen und wenn ihr seht, das ist gerade neben dem Wohnhaus. Und das darf nicht zusammenstürzen. Und das Fundament ist ja jetzt der Winter da hinten zusammengefallen. Und da vorne ist schon länger und ihr seht, das muss auch geflickt werden, weil ihr seht, wie wichtig alles zusammenhängend ist. Genau. Und dann brauchen wir auch noch wirtschaftlich für die Zukunft, Claudia, etwas. Und dorthin ist pure wieder. Und für die 3 Sachen, Claudia, muss ich ehrlich gestehen, das kann ich nicht im YouTube lernen. Oder? Das ist so, ja. Das ist so. Und darum sind wir momentan gerade etwas Größeres am Aufgleisen. Wir wollen ein Crowdfunding machen. Es ist ja, Frena sagt, wie wichtig das ist. Aber da kommt im Fall in den nächsten paar Wochen kommt im Fall Näheres und Genaues. Aber wir wollen es wieder so aufgleist, dass es der Crowdfunding eigentlich Anmeldeformular ist für Kurs. Also darum haben wir mit dem Jodok zusammenarbeiten. Man kann Steinmauerkurs machen, man kann Wasserkurs machen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Yeah. Und wir wollen eben das Crowdfunding, dass ihr davon etwas habt. Oder? Und man kann Neues Lernen ist doch gut. ein neues Lernen und apropos Lernen. Pura Vida sollte für Klassenlager da sein. Und wir finden, ab dem 25 sollten die Steckkinder da Klassenlager machen. Und darum braucht es ein neues Dach, weil wir müssen ausbauen oben. Und wenn wir auch gerade oben ausbauen, einen Massenschlag, haben wir 2 Massenschlag, dann gibt es noch ein 3. Zimmer. Das ist das Mönchszimmer, Claudia, sage ich dir. Also Claudia weiss vieles noch nicht, weil das ist alles bei mir im Kopf. Also sie hört es auch zum ersten Mal. Und das ist ein Einzelzimmer und dann gibt es ein Studio, wo man bewohnen kann. Und das ist für die zukünftige Möglichkeit, dass man Wohnrecht kaufen kann in diesem Studio. Und wer Wohnrecht hat nachher in diesem Studio, weiss auch gut, was er da gut... Ja, alles zusammenhängend. Also wir haben dann nachher eine Unterkunft für 2 Personen im Wohnhaus, wir haben das Mönchszimmer für das Lehrerzimmer und wir haben 2 Massenschläge für die Schulklassen und sonstige Lager und Seminars am Wochenende. Und die Seminars am Wochenende könnt ihr schon anfangen zu planen und buchen. Ja. Ja, es ist ja so. Und die Klassenlage, ihr könnt schon denken, 5., 6. Klasse bieten wir es an. Und die 5-Klässler und die 6-Klässler, die können jetzt, wenn ihr jetzt schon wisst, mein Enkel geht nächstes Jahr in die 6. Klasse. Ich finde, ihre Klassenlager sollten jetzt unbedingt im 25. da vorbeibringen, weißt du, handreckig machen. Dann weißt du jetzt schon, das könnte etwas sein, die Klasse könnte eine Aktion organisieren. Und so weiter und so fort. Aber mehr kommt! I've got a suspicion that we're one and the same. Oh, microbiome. What have you done to me? Yeah. Microbiome. This might sound kind of insane. Yeah, well, maybe I'm crazy, but it's like you're some kind of giant brain. Oh, microbiome. I don't know if we're 1 or 100 trillion and 2, 'cause you just make up my whole world. So I gotta be good to you. Microorganisms all over my system. I've got a suspicion that we're one and the same. Also der Fabio ist heute Morgen wieder ausgezogen von der ersten. Es ist Samstag übrigens. Kurze Fassung ist, ich bin hässig geworden, habe es ihm gesagt. Und was mir nicht passt. Und seine Entscheidung war, ja, dann ziehe ich wieder aus. Gut, lassen wir so bei diesem Thema bleiben.
Und ob bei Ingrid kommt, bei ihr gibt es nur mehr Probleme als Lösungen. Seit Monaten sind wir dran. Ich biete immer wieder Lösungen. Und es ist schon wieder Problem. Und ehrlich gesagt, muss ich ehrlich gestehen, mir geht langsam die Geduld aus und ich habe keine Nerven. Und ich bin eigentlich für Lösungen, nicht für Probleme. Und wenn immer noch ein Problem im Vordergrund steht und das immer alles hindert seit Monaten, ja, dann ist wahrscheinlich gescheiter nicht. Aber genau, weitermachen, ist angesagt. Ja, hast du richtig gesehen, ich bin wieder im Tal unten. Wieso ich im Tal unten bin? Der Drake, wir treffen jetzt Sophienbrück und der Drake geht 2 Wochen in die Ferien zu der Sophia heim, dort wo er eigentlich dahin gehört. Genau, er freut sich. Und die anderen 2 hin kommen natürlich mit, damit es einen Ausflug gegeben hat. Einfach, dass wir jetzt darüber geredet haben, Triesta ist kein antikapitalistischer Siff-Ort, wo man einfach sich zurückziehen und aussteigen kann. Nein, wir sind gar nicht. Triesta ist ein Ort, wo man einsteigen und leben kann. Frei? Nach Naturprinzipien. Aber wenn man da nur im Energieraum ist und nur Probleme hat und das Gefühl hat, man kann da aussteigen und es ist vorbei, dann, sorry, falscher Ort. Da musst du einsteigen und nicht aussteigen. We're one and the same. And we're one and the same. We're one and the same. Dann den letzten Nagel reinhauen. Und dann ist der Pergola fertig. Muss nur noch bewachsen werden. Gell, Marc? Ja. We're one and the same. Microbiome. Your microbiome. Acrobiome. Macrobiome. Microbiome. Ich weiss nicht so recht, wie ich das Video von dieser Woche abschliessen soll. Also sage ich einfach mal danke fürs Zuschauen, danke fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs Weiterverzählen und schön gibt's dich, ja. Schönen Sonntag.